Im Südwesten Niederösterreichs, im Wildnisgebiet Dürrenstein. Ranger Reinhard Pegny und Wildbiologin Nina Schönemann auf dem Weg zum Kern des Gebiets, dem letzten richtigen Urwald Mitteleuropas, der Rotwald. An der Uni habe ich das erste Mal davon gehört, dass es eben ein Gebiet gibt in Österreich mit einem Urwald und dass dann niemand hinein darf und dass da auch Forschung nur ganz begrenzt stattfinden darf. Und auch als Student gibt es ganz wenige Auserlesene, die da im Zuge eines Forschungsprojektes mitgehen dürfen. Und als dann eine Stelle ausgeschrieben war, habe ich mich beworben und war dann sehr überrascht und glücklich, als ich genommen worden bin. Das war natürlich ein Highlight für mich. Seit fast 5 Jahren ist hier ihr Arbeitsplatz. Der Wald, so gewöhnlich er auf den ersten Blick scheint, lässt sie nicht los. Reinhard Pegny arbeitet sogar seit mehr als 20 Jahren hier. Naja, es ist mehr als ein Job. Ne? Es ist schon eine Einstellung zum Leben und ich habe keine Arbeitszeit, ich schreibe keine Stunden auf, mir ist das völlig gleich. Ich habe keinen Urlaub und ich brauche keine Freizeit. Ich lebe die Tätigkeit hier und ja, mehr braucht es eigentlich nicht. Zuerst geht es durch das Wildnisgebiet. Es bildet die Pufferzone, bis der Urwald beginnt. Ja, bis hierher können wir Besucher mitnehmen. Man kann sich hier einen sehr guten Eindruck schon mal machen von allem. Und ab da ist dann aber Schluss. Da wird der Wald sich selbst überlassen. Ein Wald in seinem Ursprungszustand. Zwar nur 4 Quadratkilometer groß, aber seit der letzten Eiszeit konnte sich die Natur hier ohne Forstwirtschaft ungestört entwickeln. Das Gebiet ist abgelegen und das halbe Jahr mit bis zu 11 Metern Schnee bedeckt. Vor 3 Jahren wurden Teile des Gebietes UNESCO-Weltnaturerbe. Für Besucher ist der Zutritt in den Urwald verboten. Auch wir dürfen nur wenige Meter hinein. Das ist ein sehr schönes Exemplar von einer Koralle. Da werden wir jetzt ein schönes Foto machen. Wichtig ist das Gefüge, das ganze Zusammenwirken und Leben in diesem Ökosystem. Und das versuchen wir eben zu vermitteln, auch den Blick aufs Kleine, aufs Unscheinbare zu schulen. Denn dort sitzt wahnsinnig viel Interessantes, was es noch zu entdecken gibt. Hier im Boden und Holz verbirgt sich ein riesiges Netzwerk. Diese Pilze sind nur die Fruchtkörper. Darunter versteckt können seit Jahrtausenden auf wenigen Quadratmetern hunderte Kilometer Pilzfäden ungestört wachsen, Informationen und Stoffe austauschen. Forstwirtschaft hätte dieses Netzwerk für immer zerstört. So aber sind die einzelnen Bäume wie dieser über ein halbes Jahrtausend alt. Aber vielleicht sollte ich mich einmal daneben hinstellen, dass man einen Größenvergleich sieht in der Dimension. Wenn man nur den Baum alleine sieht, ist einem oft gar nicht bewusst, wie groß der eigentlich ist. Es bräuchte hier mehrere Menschen, um den Baum umarmen zu können. Reinhard Pegny und Nina Schönemann wollen wissen, wer noch so im Gebiet lebt. An dieser Lichtung haben sie vor einiger Zeit eine Kamerafalle angebracht. Besonders interessant wäre natürlich, wenn man einen Luchs sehen würde oder eine Wildkatze. Bin jetzt schon gespannt, was unten ist. Schau. Ein Hirsch, der sich genüsslich suhlt. Er lässt sich sehr gut gehen. Aber keine durchstreifenden Luchse zu sehen. Der Urwald und das angrenzende Wildnisgebiet Dürrenstein sind mit etwa 3500 Hektar zu klein, als dass Luchse hier langfristig bleiben. Für Nina Schönemann ist dieser Wald dennoch nicht weniger spannend. Was mir an mir selbst auffällt, ist, dass mein Blick, meine Wahrnehmung sich verändert, wenn ich aus dem Urwald rauskomme und in eine vom Menschen veränderte Landschaft komme, dass mir diese Veränderungen viel stärker auffallen als sonst. Früher Nachmittag, Zeit, das Gebiet zu verlassen.
Es ist Hirschbrunft und Menschen stören hier nur, im letzten Urwald Mitteleuropas.